Wir sind am Ort des Aufstandes. Köln am Rhein, 51. Breitengrad, 750.000 Einwohner, Schauplatz einer der eigenartigsten Volkserhebungen unserer Zeit. Man sieht es den Menschen vielleicht nicht auf den ersten Blick an, aber es steckt etwas Wundersames in ihnen. Die Fähigkeit, überdurchschnittlichen Frohsinn zu entfalten. Ja, in vielen steckt außerdem das Talent zum echten Aufstand gegen den Trott des Alltags. Eine durchaus rühmenswerte Eigenschaft. Der Aufstand ist kalendermäßig festgelegt. Er findet in den ersten Monaten des Jahres statt, dann begeben sich die Menschen in große Säle, wo mit ihnen eine erstaunliche Verwandlung vorgeht. Es ist Karneval. Als der Krieg zu Ende ging, war Köln eine der am furchtbarsten zerstörten deutschen Städte. Von der Innenstadt stand nur noch ein Siebtel. Aber noch in der allgemeinen Verwüstung der ersten Nachkriegsjahre regte sich wieder das närrische Treiben. Die Liebe zum Karneval war nicht kaputt. Und die Wiederbelebung geschah spontan und kam aus dem Volk. Spontanen Volkskarneval gibt es auch heute noch. An Weiberfastnacht zum Beispiel, wenn sich in einem Hinterhof Marktfrauen und Altstadtbewohner zu einer rührenden Feier versammeln. Geehrt wird an dem für ihn errichteten Denkmal Willi Ostermann, der Altmeister des Karnevalsschlagers, dessen Kompositionen kölnische Volkslieder geworden sind. Wir stehen am Rande des Schafott. Vielleicht sind wir morgen schon kaputt. ...15 Jahre nach Kriegsende zeigt der Karneval längst auch wieder ein anderes Gesicht, das sich an den Anschlagsäulen kundtut. Der Aufstand hat sich etabliert. Es gibt Karnevalsgesellschaften in Fülle. Es gibt Prunk, Pomp und Präsidenten. Und es regt sich Kritik an den Managern des Karnevals, die sich gern mit dem gesamten Volksfest identifizieren. Hören wir einen Einheimischen, Karl Zöller, den Lokalredakteur des Kölner Stadtanzeigers. Ja, alte Kölner kritisieren vor allem, dass der Karneval ein wenig ins Stagnieren geraten ist, dass er zu sehr organisiert ist, sagen wir einmal. Woran Kritik geübt wird. Wir haben vorhin ja mal eine Leserumfrage veranstaltet. Das ist das Berufsmäßige der Karnevalisten, der Büttenredner. Vielleicht ist es heute nicht anders zu machen, so behaupten die Karnevalspräsidenten. Das ist die, wie ich eben schon sagte, die Perfektion, mit der Sitzungen von Präsidenten durchgeführt werden. Der tödliche Ernst, der vielfach bei diesen Männern herrscht, die
den Karneval nach außen repräsentieren. Der Karneval brauchte eigentlich keine Repräsentation, das tun die Kölner selber so aus sich heraus. Am Sachsenring steht das Haus des Karnevals, quasi die Hauptverwaltung des Humors. Darin sitzen das Festkomitee des Kölner Karnevals, ein Handelsreisendenverband und der überregionale Bund Deutscher Karneval, Vereinigung zur Pflege fastnachtlicher Bräuche. Drinnen ist alles fein übersichtlich. Es gibt, versteht sich, einen Schatzmeister, es gibt emsige Sekretärinnen, es gibt den Oberzugleiter, der die gesamte Planung des Rosenmontagszuges bewerkstelligt. Und es gibt Aktenschränke voll Korrespondenz über die rechte Ausübung des Narrentreibens. In seinem Büro trafen wir den Chefkarnevalisten Thomas Liessem, im Privatberuf Vertreter bekannter Alkoholfirmen. Liessem ist dreifacher Präsident, nämlich beim Bund Deutscher Karneval, beim Festkomitee und bei der Karnevalsgesellschaft Prinzengarde. Ihm gegenüber hängt ein poesievolles Gemälde von der Einweihung des Ostermannbrunnens. Liessem begreift sich als Hüter des Brauchtums. Worin besteht Ihre Arbeit als Präsident des Festkomitees? Ja, das ist leider eine sehr trockene Materie. Das ist mit dem unschönen Wort Organisation eigentlich schon beantwortet. Irgendwo verlangt ein solches großes Volksfest, was ja da immerhin 300.000 Besucher in wenigen Wochen in die Säle Kölns führt, was am Rosenmontag über 1 bis 2 Millionen Menschen auf die Straßen zieht, um den Rosenmontagszug oder die Vedelzug oder die Schulzug, wie wir das nennen, zu besichtigen. Das muss ja irgendwo gelenkt werden. Irgendwie muss das in eine gewisse Form gebracht werden. Es gibt auch eine gewisse Repräsentation, die wir hier auszuüben haben. Wir müssen den Prinz Karneval bestimmen, seine beiden Paladine, Kölner Bauer und Jungfrau. Wir müssen den Rosenmontagszug doch irgendwo organisieren. Wir können doch nicht einfach uns Rosenmontag versammeln und nun losziehen. Das muss doch alles irgendwie in einen gewissen Rhythmus gebracht werden. Das ist die Aufgabe des Festkomitees des Kölner Karnevals. Dann muss auch das Geld aufgebracht werden. Denn so ein Rosenmontagszug in Köln, der ja einen Namen zu vertreten hat, der kostet ja etwas. Und irgendwo muss das Geld ja herkommen. Nehmen Sie sich auch Thomas Liessem ist als Präsident der Prinzengarde auch ausübender Humorist. Dann klingt seine Stimme so. Am Rosenmontag nicht nur die Sonne ins Herz scheinen, möge sie euch begleiten bei eurer Triumphfahrt durch die Straßen unserer Vaterstadt. Das ist der Wunsch der ganzen Prinzengarde Corona, die heute Abend hier zur letzten Sitzung versammelt ist. Unser Prinz Peter, unsere Jungfrau Josefa und unser Kölner Bauer Oskar, dreimal Kalle! Präsident der Kölnischen Karnevalsgesellschaft ist Dr. Jacobi. Er ist mit Thomas Liessem freundschaftlich verbunden. Über die Leitung von Veranstaltungen hat er freilich seine eigene, modernere Auffassung. Eine gute karnevalistische Veranstaltung sollte meines Erachtens so aussehen, dass der Präsident sich Mühe gibt, so wenig wie möglich zu sprechen, sondern nur das zu sagen, was wirklich notwendig ist. Und wenn er eine Replik, das heißt, wenn er eine Kraft verabschiedet, seine Worte so wählt, dass sie in kürzester Form die Pointe bringen. Er spart einmal dadurch viel Zeit und kann seinen Gästen dadurch neue Kräfte vorführen. Hier Dr. Willi Jacobi als Präsident einer Sitzung. Und nun steigen wir ins Programm. Keine Worte mehr. Wohlan, das Spiel kann beginnen. Das Spiel beginnt eigentlich damit, dass sich Tausende von Menschen an den Austragungsorten des Karnevals zusammenfinden.
Hauptspielart ist die sogenannte Sitzung, deren Kennzeichen es ist, dass die Menschen sich sitzend amüsieren oder amüsieren lassen. Eintrittspreis um 7-8 Mark. Es trifft nicht zu, dass man ihnen die Freude an den Sitzungen aufschwatzen müsste. Wahr ist vielmehr, dass sie freiwillig kommen und eine geradezu erstaunliche Bereitschaft zur Fröhlichkeit mitbringen. Wahr ist allerdings auch, dass der Feldmarschall des Frohsinns, der Präsident, alle Möglichkeiten der seelischen Einwirkung auf die Menge freudig ausschöpft. Er nimmt auf der Bühne Platz inmitten des sogenannten Elferrats, der aus den Honoratioren der veranstaltenden Gesellschaft besteht. Er lässt ein Lied singen, wenn es der Stimmung förderlich erscheint. Damen und Herren, ein Lied wieder einmal von unserem Altmeister, dem Unerreichten, auch bis auf den heutigen Tag, den leider längst der grüne Rasen Mutter Colonias deckt, Willi Ostermann. Der Stadt nicht so genau, der Mann um 5 nach Hause, Veilchen so blau. Er lässt den Karnevalistenschlachtruf Kölle Alav ausbringen. Sachenberg, Stremer, Kölle! 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 Vielen herzlichen Dank, mein Lieber. Er dankt den mitwirkenden Künstlern. Kurz, er wendet alle Mittel an, um die Menschen von ihrer eigenen Lustigkeit zu überzeugen. Ein dreibales Ehrenjahr, du Rubbeli-Dupp! 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 Und noch ein dreibales Köllen! 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 Herzlichen Dank, lieber Jupp, alles gut. Und wenn der Saal gar nicht spurt, hilft immer eine Beifallsrakete mit Lichteffekten. Die Besucher der Sitzungen verlangen vor allem Stimmung. Und was man ihnen darbietet, soll weniger intellektuelles Vergnügen als seelischen Wellengang erzeugen. Entsprechend ist das Durchschnittsniveau der Büttenredner. Sie heißen so, weil sie sich in eine Bütt, eine Art Fass, hineinstellen. Sie kassieren pro Auftritt 30 bis 80 Mark und ziehen ihre wohleinstudierten Reden an manchem Abend auf 3 oder 5 Veranstaltungen ab. Ist doch eine Sitzung und kein Brückeneinweihung. Gehen wir zum Klapperstorch und bestellen uns ein rassiges, athletisch gebautes Knäblein. Sein Blick muss feurig sein wie ein Torero, seine Figur wie Bubi Scholz. Der Wunsch von der Zweier ist in Erfüllung gegangen. Ich bin geboren wurde. Ein Tusch zeigt an, Achtung, Pointe. Eine segensreiche Einrichtung, ohne die manch toller Witz verloren ginge. Ich frage Sie hier mit bitterem Spaß. Was sollten die auf dem Mond? Da gibt es keine Bundeswehr mit Jazzkapellen, keine 22er zum Einberufen, keine 131er zum Pensionieren, keine 175-Jährigen. Da hatten sie dich da eventuell so beim Tanzen gegen die Nase getrottet. Wie küsst du denn dort drauf? Ja, die sieht man heute so verändert aus. Ach, Jecke, Quatsch, kommt so. Die 2 Löcher hatte ich doch schon immer da drin. Oh, wie täten frommer Lure, hätte diese Kuh, die Kluge, gleich hinten eine Zentrifuge. Ja, dann kriegt unsere Mutter stets unverfälschte, billige Butter. Wir haben auch Bundeskanzler Kappes. Ja, Rosenkohl. Eine Zählungsmann meint, wann sind denn die 10 schönsten Jahre einer Frau? Jahre von 28 bis 30. So wird das Publikum mit unendlichem Quark überschüttet.
Das empfindet jedenfalls mancher Außenstehende, dem der Erfolg der Büttenredner schlichtweg rätselhaft ist. Wir waren deshalb froh, von Karnevalsvizepräsident Ferdi Leisten Aufschluss zu erhalten. Wenn Sie die Büttenreden, die Kölschen Büttenreden, und das werden Sie gemerkt haben, dass ja die Masse unserer Redner eben in der kölnischen Mundart spricht, genau beobachten, so werden Sie sehr oft feststellen, dass Sie alten Witzen begegnen, die vielleicht 4, 5, 6 Jahre alt sind oder die, wie Sie sagen, mittelmäßig sind. Aber meistens ist der Witz so dumm, wie soll ich sagen, so volkstümlich naiv umgedreht auf eine andere Weise, dass der im Saal sitzende Zuschauer darüber lacht, wie es dem Redner gelungen ist, einen alten Witz in die Rede zu gruppieren, dass er doch wieder wirkt. Zurück in die Sitzung. Dort ist des Spaßes kein Ende. Hier eine der Zugnummern der diesjährigen Session, das Eilemann-Trio mit dem Schlager vom Swimmingpool. Der Text des Refrains lautet etwa: Sag, hast du auch ein Swimmingpool? Ein Swimmingpool ist wonderful, denn im Sommer siehst du Sex Appeal und im Winter machst du Eis am Stiel. Und im Winter machst du Eis am Stiel. Also schät zu ihr. Das Lied Solle mat dann so mache, dargeboten von seinem Komponisten, Textautor und Verleger Jupp Schmitz, stand in diesem Jahr nach einer Umfrage der Kölnischen Rundschau an 3. Stelle der Beliebtheit. Solle wir dann so machen, oh, wär das schön, oh, so schön. Oh, jetzt, ja! Solle wir dann so machen, oh, wär das schön, oh, so schön. Solle wir dann. Das Publikum geriet in freudige Erregung und schunkelte, wie es im Rheinland, im Weinland erfunden wurde. Oh, so schön, schön, es ihm geht, wenn... An 2. Stelle stand das Lied von dem bösen Weingeist, der den Papa in das Bein beißt, vorgetragen von seinem Schöpfer Bruno Wüst. Wüst soll unter den sogenannten Krätzchensängern der kommende Mann sein. Schaukel er hin, schaukel er her, nach Hause gehen verliebt so schwer. Das Publikum war, wie bei jedem Krätzchensänger, freudig animiert und schunkelte. Schaukel er hin, schaukel er her, der Papa ist voll, bringt das ist leer. Schaukel er hin, schaukel er her, nach Hause gehen verliebt so schwer. Wenn der böse Weingeist den Papa in den Bein beißt, schaukel er hin, schaukel er her, der Papa ist voll, bringt das ist leer. Schaukel er hin, schaukel er her, nach Hause gehen verliebt so schwer. Beliebtester Karnevalsschlager 1960, jedem Dierche, sie Pläsierche, entsprechend dem Motto des Rosenmontagszuges. Komponist, Textautor, Verleger und Interpret Karl Berbür. Wie bei den anderen Schlagern war die Schallplattenproduktion schon im Sommer 1959 angelaufen. Und wir tanzen und wir springen, bis die Mösch im Büsch uns flüchten. Es wurde lebhaft geschunkelt. Und wir lachen und wir singen und wir tanzen, bis die Mösch im Büsch uns flüchten. Und wir lachen und wir singen und wir springen, bis die Mösch im Büsch uns flüchten. In der Novalis-Straße in Köln-Bayental steht das Haus, das sich Karl Berbür, ein ehemaliger Bäckermeister, aus den Einnahmen seines größten Nachkriegserfolges des Trizonesien-Songs erbaut hat. Es wurde 1950 fertig. Hier interviewten wir die Stimmungskanone Nummer 1 des Kölner Karnevals. Wie oft treten Sie im Karneval an einem Abend auf?
Tja, das ist verschieden. Also das hängt vom Erfolg ab. Wenn ich in einem Jahr eine erfolgreiche Nummer habe, dann sollen Sie mal sehen, dann reißt man sich um mich. Dann kann es 8, 9 Mal an einem Abend sein. Das ist ja nun so bei unseren großen Sälen, da liegen oft 3, 4 Säle zusammen und dann hat man das ja schnell. Da geht ein Sprung da rein, da ist eine Sitzung, dort ist eine Sitzung, dort ist eine Sitzung. So kommen, es gibt da Rekorde drin. Ich habe einen Kollegen, der an einem Sonntag 22 Mal aufgetreten ist. Welche Schlager waren Ihre größten Erfolge? Ja, vor allen Dingen Heidewitzka, Herr Kapitän, und diesen Tretzonisien-Song. Wir sind die Eingeborenen von Tretzonisien. Das kannst du nicht ahnen, du munteres Rehlein. Und jetzt in der letzten Zeit das Campinglied, da lachst du dich kaputt. Was muss ein Schlager zum Inhalt haben, damit er ein Erfolg wird? Ja, ein Karnevalsschlager muss textlich witzig sein. Oder die Melodie muss so sanglich sein, da kann es auch eine Schnulze sein, das wird auch gern gesungen. Aber es ist, deshalb verstehen wir uns sehr gut, also tantiemenmäßig, weil ja Holland und Belgien kolossal für unsere Lieder inklinieren, verstehen Sie? Denn ich habe meine ganzen Schlager, die gehen nach Holland, nach Belgien, nach Luxemburg, auch die Schweiz und Österreich auch schon mal. Aber hauptsächlich diese Benelux-Länder. Treten Sie auch außerhalb des Karnevals als Schlagersänger auf? Ja, ich mache im Sommer Peter-Tournees und dann Rheinfahrten. Am Rhein ist ja die Stimmung, die ähnelt ja dem Karneval. Das ist ja die weinselige Schunkelstimmung, die wir da haben. Und da sind ja gerade unsere Lieder sehr gefragt. Zurück in die Sitzung, wo des Spaßes kein Ende ist. Hinter diesen Urwaldkostümen verbirgt sich der Kegelclub Negerköp, dessen Vitalität Bewunderung abnötigt. Die frohen Kegelbrüder gehören nicht zu den Geschäftemachern des Karnevals. Sie veranstalten ihren Spektakel aus purer Begeisterung und erben dabei bestenfalls einen Beitrag für die Kegelkasse. An dieser Truppe ist zweierlei bemerkenswert. Erstens, dass es ebenfalls Halbamateure sind und zweitens, dass es Männer sind. Und zwar das technische Personal der städtischen Bühnen Köln. Warum sollte aber auch gerade der Karneval auf den germanischen Urscherz verzichten, Männer in Frauenkleider zu stecken? Auch der schärfste Beobachter des Karnevals wird vor einer Gesellschaft gern seinen Hut ziehen. Und das sind die Roten Funken. Gewiss, die Musik schmettert ihre Märsche wie ein preußisches Wachbataillon. Umso größer der Kontrast zu dem, was dann kommt. Und was kommt, ist Eidelfez und Schabernack. Voran das Funkenmariechen, eine tanzbegabte Urenkelin der Marketenderin. Und dann ein herrlicher Haufen von Gemütsmenschen. Sie tragen ihre Uniform zur Verhöhnung der preußischen Manneszucht, für die der Kölner im Grunde nie viel übrig hatte. Gleichschritt und strammes Auftreten sind streng verpönt. Das Gewehr heißt Knabüs, die Kompanie Knubbel. Traditionsreiches Wappenbild des ersten Knubbels ein Strickstrumpf. Des zweiten Knubbels auch nicht militärischer, eine Zwiebel. Des dritten Knubbels der Kreisel und des vierten der Sektkorken. Aufzählen zu 2 hier einfangen. Gehen wir da. Zu Ehre von all der anderen Ehre. Das Präsentieren des Gewehrs wird vom sogenannten Stippeföttche begleitet.
wobei das Hinterteil eine Rolle spielt. Das ganze vergnügliche Korps ist sozusagen der Traditionsverein der alten kölnischen Stadtsoldaten, die als notorisch müde Krieger meistens in der Sonne saßen und Strümpfe strickten. Die Wiedererweckung dieser Unsoldaten ist einer der liebenswerten Bestandteile des Karnevals. Allerdings gibt es auch sogenannte Korps von anderem Zuschnitt. Wer zum Beispiel die in der Kaiserzeit gegründete Prinzengarde einmarschieren sieht, dem mögen Zweifel kommen, ob diese Männer sich nur aus purem Jokus in Montur werfen. Die alten Herren heißen Reservisten. Was bei den roten Funken, der Knubbel, wird hier nicht ohne Pathos Kameradschaft genannt. Und wer etwa eine übermütige Parodie erwartet, wird enttäuscht. Aber vielleicht irrt man sich. Vielleicht ist die Prinzengarde eine Versammlung von Erzschelmen, die sich nur als Kriegerverein tarnen, um innerlich desto schelmischer sein zu können. Dann ist am Ende auch der preußische Präsentiermarsch eine Albernheit auf höchster Ebene? Verkappte Schelmerei also, etwa auch die zackigen Gewehrgriffe. Uns fehlt ein wenig die Kenntnis des fastnachtlichen Brauchtums. Wir wundern uns nur, dass das, was als Aufstand gegen Schema F und Sturheit begann, ausgerechnet wieder im militärischen Reglement endet. Und uns scheint, dass Fahnen und Uniformen hier ebenso faszinieren wie im alten Preußen, das man doch auf den Arm nehmen wollte. Auch die Ordensverleihungen waren ursprünglich einmal schalkhaft gemeint. Heute ist der Schalk nur noch schwer auffindbar. Zu sehr ähneln manche dieser Metallerzeugnisse militärischen Ehrenzeichen. Jedenfalls scheinen Narretei und Eitelkeit keine ganz unvereinbaren Elemente zu sein. Hören wir zur Frage der Orden noch einmal Dr. Jacobi. In Deutschland ist das eigentlich eine leicht zu beantwortende Frage. Ich glaube, man kann ohne Übertreibung sagen, dass ja nun fast jeder Deutsche gerne so ein bisschen was am Hals hat. Das kennen wir ja noch von früher. Und in Köln, im Kölner Karneval ganz besonders darum, weil diese Orden doch, die werden ja gesammelt, die werden ja nicht nur in die Schublade gelegt, sondern die kommen in Glaskästen, die kommen an der Wand. Diese Orden sind eine Erinnerung an herrliche Stunden, die man im Kölner Karneval verbracht hat, sei es auf einem Ball, sei es auf einer Sitzung. Und nach Jahren kann man sich dann dieser Freude erinnern. Und ich glaube, dass das einer der Hauptgründe ist, dass die Orden so begehrt sind und dass sie auch gesammelt werden. Wir sind an einer Gedenkstätte des Karnevals, im Keller eines Kölner Privathauses. Sie wurde eingerichtet von dem Mann, der 1957 den traditionellen Paladin des Karnevalsprinzen, den Kölner Bauern, verkörperte. Herr Schlewing hat seine eigenen Prachtgewänder von damals einer Puppe angezogen, die seine Körpermaße besitzt. Im Glasschrank steht also gewissermaßen der Hausherr selbst in ausgestopfter Gestalt als seine Deftigkeit der Kölner Bauer. Obendrauf, der Vollständigkeit halber, ein Foto des Hausherrn. Ein Ehrendolch, Herrn Schlewing verliehen, der sich Amt und Würden des Kölner Bauern 12.000 Mark kosten ließ. Welchen Sinn hat für Sie dieses kleine Karnevalsmuseum? Ja, ich muss Ihnen sagen, vielfach war man der Meinung, dass der Karneval Aschermittwoch aufhört. Aber alles das, was in der Zeit an Sachen zusammenkommt, muss ja nun mal zusammengetragen werden. Das kann man ja nur in irgendeinem Raum unterbringen. Angefangen vom Kostüm, mit allen Orden und all den Erinnerungsstücken, die der Karneval nun einmal für Teilnehmer des Dreigestirns bedeutet. Bedenken Sie bitte, dass es doch einmalig ist, eine solche Figur im Kölner Karneval darzustellen. Der Bauer muss groß und kräftig sein, das sehen Sie an meiner Masse.
Und er muss auch alles das darstellen, was das gute Bürgerpublikum von einem Bauern, der in Köln beheimatet ist, verlangt. Und wenn man das einmal zusammengetragen hat, die Unmenge Anzahl der Bilder, bedenken Sie, man kommt auch in die Presse. Und ich habe vorgesorgt, denn ich kenne etwas davon, weil ich selbst Journalist im Nebenberuf bin und habe meine Freunde von der dpa sowohl auch wie von deinem Zeitungsausschnittbüro gebeten, alles aufzufangen und habe es fertiggebracht, 3400 Zeitungsabschnitte und auch an die 800 Bilder insgesamt zu bekommen. Die haben wir in mühseliger Arbeit selbst geklebt, damit sie für die Nachwelt erhalten bleiben. Denn es ist ja nicht nur, dass man die Rolle spielt, sondern die Nachwelt soll wissen, das ist einmal ein Kölner Bauer gewesen. Und das muss eben nun einmal sein. Vor dem Sitzungssaal ist Peter IV., Prinz Karneval des Jahres 1960, mit seinen Begleitern Bauer und Jungfrau vorgefahren. Für das Erscheinen des Dreigestirns müssen eingetragene Karnevalsgesellschaften neben dem Prunk eines Staatsempfanges 100 Mark aufwenden. Andere Gesellschaften zahlen 200. Den Prinzendarsteller aber kostet es ein kleines Vermögen, sich als Monarch feiern zu lassen. Über 42.000 Mark brachte zum Beispiel der Narrenfürst des Jahres 1954 auf. Und der Gegenwert? Spaß an der Freude, sagen die Idealisten. Publicity, sagen die anderen. Man wird schließlich bekannt. Hier am Sachsenring ist die Privatwohnung des Prinzen Karneval 1960. Er hat sich sein ultramodernes Haus in einen der alten Stadttürme gebaut, denn Peter Neufert ist Architekt von Beruf. Neben dem schwarzen Hut liegt die Kappe des Jeckenfürsten. Bischofsfiguren flankieren den Eintritt, im Hintergrund funkelt eine Bar. Architekt Neufert, der sich somit als Baumeister einer gehobenen Lebewelt empfiehlt, hatte wegen der starken Belastung, die das Amt mit sich bringt, zuerst gezögert, Prinz Karneval zu werden. Prinz Karneval, die Rolle, bringt doch einen sehr starken Einschnitt in den normalen Ablauf eines bürgerlichen Daseins, geschäftlich, privat, in jeder Hinsicht. Sehen Sie, dieses Jahr gerade dauert der Karneval für uns 6 Wochen. Wir besuchen nahezu 100 Veranstaltungen. Alles läuft ganz nach einem minutiösen Plan ab. Das sind doch schon starke Einschnitte. Darf ich Sie das vielleicht noch fragen, wer arbeitet diesen Plan aus? Das ist der Prinzenführer, das ist einer der meistbeschäftigsten Leute im Karneval, der das alles genauestens organisiert. Das wussten Sie vorher nicht. Jetzt wäre meine letzte Frage, was hat Sie dann letzten Endes bewogen, Ja zu sagen? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es ist so gekommen, dass man, wenn man mal vor einer außergewöhnlichen Aufgabe in seinem Leben steht, sich sagen könnte, warum soll man auch nicht einmal etwas Außergewöhnliches versuchen, einigermaßen gut durchzuführen. Und so versuchte er jeden Abend, das Außergewöhnliche gut durchzuführen. Das Kölner Dreigestirn dankt Ihnen für den rasanten Empfang, den Sie uns haben zuteil werden lassen. Wir sind ja allerhand gewöhnt bei Leo Hanf, Ihrem Präsidenten. Aber einen solchen Empfang wie heute Abend haben wir noch nicht bekommen. Gar keinen offiziellen Empfang bekommt der Prinz auf dem Lumpenball des Künstlervölkchens in der Flora. Als hier vor Jahren einmal das närrische Dreigestirn in vollem Hofstaat erschien, wurde es durch Pfiffe und Buhrufe verjagt. Seitdem strafen die Brauchtumspfleger die Künstler mit Verachtung. Es gibt indessen Tollköpfe, die behaupten, das Schönste am ganzen Karneval seien diese faschingsmäßigen Künstlerfeste, wo noch Platz ist für verrückte Einfälle, wo man sich selbst auf die Schippe nehmen kann und wo einem das Brauchtum Piepe ist.
Als einen Mann, der es wissen muss, sprachen wir den Mitbegründer der Künstlerfeste. Einen Augenblick stören. Ja. Wäre es erlaubt, Sie als die Anarchisten des Karnevals zu bezeichnen? In einem gewissen Sinne wohl. Die Künstler sind immer die Anarchisten. Nicht? In jeder Stadt, in München, in Köln, in Hamburg, wo du willst. Wir sind auch die Anarchisten des Karnevals. Wir wollen nichts mit dem Brauch zu tun haben. Wir amüsieren uns, wie wir wollen. Die Stadt huldigt indessen dem offiziellen Narrenregime. Am Hotel Excelsior sind riesige Flaggen angebracht worden, weil seine Tollität für die Dauer des Karnevals darin wohnt. Und wenn es auf die tollen Tage zugeht, putzt sich jedes bessere Geschäftshaus mit Flaggen heraus. Eine andere Form der Vorbereitung: die Fenster im Erdgeschoss werden vernagelt. Köln erwartet Millionen auf seinen Straßen und wer weiß, ob alle Karnevalsfreunde zahm sein werden. Der Karnevalssonntag bringt nun ein Ereignis, von dem man außerhalb Kölns wenig hört und das doch zu den liebenswerten Seiten des Festes zählt: die Veedels- und Schulzeug, die Umzüge der Stadtviertel und Schulen. Da machen sich Schulklassen und Stammtische, Kegelclubs und Kaffeekränzchen auf die Socken und marschieren ulkeshalber durch die Innenstadt. Man macht keinen Staat, sondern hüllt sich zum Beispiel in Packpapier und treibt seinen kleinen, selbstgestrickten Schabernack. Man schnappt sich ein altes Klavier und spielt den schrägen Otto. Und lieber als zum eitlen Pfau macht man sich zum Affen. Zwei Motive kehrten immer wieder: die Affenherde und der Negerstamm. Und wo der Karneval als närrischer Aufstand gegen die Zivilisation verstanden wird, scheint im Unsinn doch ein Sinn zu stecken. Es gab Bestrebungen, die hübschesten Gruppen der Stadtviertelzüge im Rosenmontagszug mitmarschieren zu lassen. Aber vielleicht passt es doch nicht zusammen: die große Repräsentation und der echte Aufstand der Jecken. Auf dem Messegelände jenseits des Rheins standen zwei riesige Zelte. In diesen Zelten wurde der bombastische Höhepunkt des Karnevals vorbereitet: der Rosenmontagszug. Kölner Dekorationsfirmen waren damit beschäftigt, die überdimensionalen Prunk- und Humorwagen herzurichten. Wir sprachen den verantwortlichen Oberzugleiter Peter Schumacher. Was kostet ein Rosenmontagszug? Ein Rosenmontagszug kostet, ja, das ist verschieden. Zum Beispiel in diesem Jahr kostet der Rosenmontagszug 300.000 Mark. Wie wird das finanziert? Er wird finanziert erstens mal durch einen Zuschuss der Stadt, zweitens durch den großen Senat, den wir in unserer Stadt haben. Das sind die Wirtschaftskapitäne. Dann aus eigenen Mitteln durch den Zuggroschen, die die Gesellschaften abführen. Dann durch Einnahmen am Rosenmontag durch die Tribünen und durch Spenden der Bürgerschaft. Das ist aber noch nicht der Gesamtwert des Rosenmontagszuges. Nein, wenn man den Gesamtwert eines Kölner Rosenmontagszuges schätzen will, dann kommt man auf eine Summe von ca. 2 Millionen Mark. Dank der großen Unterstützung der Kölner Firmen, sei es die Traktorenfirma, sei es die Bagagenwarenfirma, die uns in dieser Weise jedes Jahr die Wagen neu zur Verfügung stellen. Wenn man diesen Wert und den Wert der Kostüme, die in den Kurs stecken, sei es rote Funken, blauen Funken, Ehrenjade, Prinzenjade, dann würde man auf eine Summe von 2 Millionen Mark kommen. Dürfen auch private Masken oder Wagen aus den Zügen der einzelnen Stadtviertel teilnehmen? Nein, dafür haben wir eine Sonderregelung. Diese sogenannten Vedelszüge, die gehen Karnevalssonntag nachmittags. Dieser Rosenmontagszug, den wir erstellen, das ist sozusagen organisiert. Da weiß
jeder welches Kostüme anzieht. Die Kostüme sind abgestimmt auf die einzelnen Wagen, sodass das Ganze einen, wie man sagt, einen roten Faden hat. Rosenmontag, 11:11 Uhr. Seit Stunden strömt eine auf Trall eingestellte Menschheit aus dem Hauptbahnhof. Köln bekommt Gäste. Da blühen die kleinen ambulanten Geschäfte. Hier Original Kölner Karnevalsmütze. Und man gibt die ersten Groschen aus, die ersten von vielen. Man sieht Indianerinnen, den unausrottbaren Eisbären und einen Halbwüchsigen, den, wie es im Schlager so neckisch heißt, der böse Weingeist in das Bein gebissen hat. Immer wieder ist ein Gary Cooper dabei. Und alle haben ihre eigene Vorstellung vom Frohsinn mitgebracht. Auch dieser zugereiste Bewunderer des Karnevals. Der Weingeist spielt eine nicht unwesentliche Rolle. Man sagte uns allerdings, zu ausgesprochenen Exzessen komme es selten. Es mischen sich zwei grundverschiedene Spielarten der Lebensfreude. Auf der einen Seite der Radau, auf der anderen die Narretei der echten Jecken, die nicht nur den Polizisten sympathischer ist, auch wenn sie auf die Dauer anstrengt. Den Zugweg entlang zu trotten wird zum Massensport und für viele zum Hauptvergnügen des Rosenmontags. Das Ganze ist bald Vorstadtrummelplatz, bald Volkskarneval. Daneben ist das Brauchtum vertreten. Sennerin 11 von Sennerin 10. Kommen. So formt sich aus verwirrend vielen Einzelzügen das Gesicht eines Massenfestes Anno Domini 1960. Rund 1,5 Millionen Menschen sind auf den Straßen versammelt, als der Zug beginnt. Und jetzt erscheinen uns die Heroen des Karnevals noch einmal überlebensgroß. Auf einem weißen Elefanten kommt der Oberzugleiter Schumacher als Maharaja. Überdimensionaler Humor spielt sich ab und zentnerweise werden Kamelle, Bonbons geworfen. Im Allgemeinen pflaumt man lieber über andere als über sich selbst. So war wohl auch das Goldene Kalb nur als launiger Seitenhieb auf die Mitwelt gemeint. Nicht überlebensgroß, sondern sehr menschlich kamen die roten Funken daher. Die Relationen wurden wiederhergestellt, als Thomas Liessem, dreifacher Präsident, Großvezier des Karnevals und Vater der Rosenmontagszüge, an seinem närrischen Volk vorüberfuhr. Jeder wird ihm bescheinigen, dass er für den Karneval, so wie er ihn auffasst, viel getan hat. Und dann schob sich eine gigantische, 18 Meter lange Staatskarosse ins Blickfeld. Der Prunkwagen seiner Tollität des Prinzen Karneval.
Oben stand, erschöpft aber glücklich, Peter IV. Und warf aus Leibeskräften mit Naschwerk. 40 Zentner hatte seine Tollität zu bewältigen. Kein Zweifel, die Menschen hatten ihren Augenschmaus. Allerdings, ein Fest für das Volk ist nicht immer auch ein Fest aus dem Volke. Eineinhalb Millionen Narren standen 5-6 Stunden lang und feierten den pompösen Höhepunkt des diesjährigen Aufstandes. Das Fest ist vorbei. Auf dem Messegelände steht im Regen das ausrangierte Riesenspielzeug, die Wagen des Rosenmontagszuges, zum Teil schon zertrümmert. Vorbei ist der Jux, vorbei das große Trara. Es ist Aschermittwoch.